Okay, so just so for the, as Dr. Schechter used to call them, the Engländer, das heißt Menschen, was kennen, nicht verstehen kein Yiddish, we're going to be projecting the speech behind, okay? And then there are certain things in your program, the introduction, I'll let you know, I'll key you in, and you will find that either on the screen or in your program. So it should be fairly easy, okay? So, ich will reden auf Yiddish. And you already know what I'm going to say. Okay. Shalom Aleichem. Ich heiße Sheva Zucker und ich bin der Ausführsekretär von der Jiddischliga, die Organisation, was hat geschaffen das neue herumnehmige englisch-jiddische Wörterbuch. Und ich habe dem Vergnügen, euch zu begrüßen zu der historischen Gelegenheit. Bei jedem ist da eine schöne Brache, was wir können anwenden auf eine Sachsituation. Der Riker, wenn man tut etwas zum ersten Mal oder wenn man der gerecht etwas Gutes. Und ich meine, dass in dem Fall seinen beide Chal. Und das ist der Shechianu. Ich lasse mir Tage anheben mit der Brache, die von euch was willen. Okay? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Amen. Sie ist Tage nicht gewesen, kein kurzer Weg, bis wir seien angekommen zu dem Zman, zu dem Moment. Und bemäßigt die Jahre haben wir gehabt verschiedene Reaktionen auf unser Projekt. Als Sachmenschen hören dich wegen dem neuen Wörterbuch, was wird gezielt mehr auf dem Jiddisch-Reder wie auf dem Jiddisch-Lehner, wie der Name Englisch-Jiddisch sagt an, und was wird keuler sein tausender neue Wörter, was decken alle Aspekte von dem heinzeitigen Leben, von Gesundheit bis Computerei, bis Fliehen zu der Levane, haben öfter nicht verstanden, für was man darf das haben. Nicht sie planieren zu fliehen zu der Levane und nicht sie planieren, sich zu treffen dort mit Menschen, mit wem sie kennen, reden, auf Mamelaschen. Aber man kann nicht wissen. Ist zu was dem ganzen Trask? Der Entfer auf diese Frage ist mir klar geworden mit Jahren zurück, noch jeder die Jiddischliga hat angeheuben arbeiten auf dem Wörterbuch und noch jeder hat mir auch viele gestellt als eine Klotzkasche. Und ich gedenke, ich habe einmal geschmust mit David Fischmann. Ist David da? Nein. Okay, ist Jiddischist und wir haben versteht sich geschmust auf Jiddisch. Und ich gedenke, als David hat gesagt, die Gemorre ist wie der Launching Pad. Ich gedenke schon nicht zu was, mit damit zu einer jesoidistik Kenntnis in jüdischen Mekorim und ich habe sich gehabt, aha, Ort der Fahr darf man haben die Wörter zu fliehen zu der Levane. Nicht dafür, weil man planiert, dahin zu fahren, nur weil es ist eine Hassage, was ist schon geworden, ein Teil von unserem Leben. Es ist viele, wenn man redet wegen traditioneller jüdischer Unionen, wird man wollen ausdrücken die Gedanken, nützendig a breite Gamme heindzeitige Überlebungen, Terminologie und Metaphoren, wie David hat es getan. Damals, in dem Aha-Moment, habe ich eingesehen, wie wichtig es ist, die Reders von der Sprache als sehr loschen, solche Seder wachsen und sich entwickeln. Es hat genommen noch 35 Jahre, bis ich habe sich gewusst, dank dem neuen Wörterbuch, als anstatt Launching Pad, können wir auf Jiddisch sagen, oder Lancierplattformen oder Arufschiss. Punkt. So. Bemäßig die an 10 Jahren, was die Jiddischliga hat gearbeitet auf dem Wörterbuch, aber die Geschichte zieht sich eine Sache länger und ihr werdet hören wegen dem, haben verinteressierte Menschen mich oft gefragt, mit Ungeduld und versteht sich mit die besten Kavones. Nu, wann wird das Wörterbuch schon heraus?
Ich habe allemal gebeten, wir soll haben Geduld, weil Wörterbücher machen sich nicht in einen Tag und nicht in ein Jahr und auch viele nicht in ein Jahrzehnt. Nehmt le Muschel die Oxford English Dictionary. Man hat angeheuben Arbeiten auf dem in 1857 und man hat es erst angeheuben herauszugeben in Fascicles, das heißt auf Verlaschen, was wir verstehen, heftlich, in 1884. Erst in 1928, das heißt mit 71 Jahren nachdem wie man hat angeheuben zu arbeiten, auf dem ist es heraus in 10 gedruckte, gebundene Band. Ich weiß nicht, ob die Geschichte ruft daraus Hoffnung oder Jirsch. Gittel Schechter-Vishwanath, was hat übergenommen dem Projekt von dem Taten, dem Linguist Dr. Mordechai Schechter, hat bald beschlossen, als kein 71 Jahre hat sie nicht. Sie und ihr wunderliche Kommande haben bewiesen, dass sie verendigen bemäßig 16 Jahre, nicht kein kleiner Ness. Noch ein interessanter Fakt wegen dem Oxforder Wörterbuch. Ein Mensch, Dr. William Chester Minor, Take Asyl von dem Projekt, hat zugeschickt mehr wie 10.000 Wörter, Definitions und der Iker-Zitaten. Nur ein kleines Gesorgen hat jener Mitarbeiter gehabt. Er ist gewesen am Mörder und hat hereingeschickt seine Wörter von einem Michigan-Haus für verbrecherisch geistig kranke Patienten, wo er hat abgelebt mehr wie 35 Jahre. Das Buch The Professor and the Madman ist basiert auf sein Leben. Nun, wir haben lehavdel nicht gehabt kein Michigan, was leuern hinter der Geschichte von unser Wörterbuch, nur wir haben ja gehabt ein Mensch, im Ganzen bei die klaren Gedanken, was sie gewähnen, wie man sagt, Meshuga ledover echad. Das heißt, verhabt durch einen einzigen Gedanke oder Interesse. Und das gewähnt die jüdische Sprache. Der Seil von unser Wörterbuch ist, versteht sich, gewähnt und ist Dr. Mordechai Schechter, Oliver Sholem, was hat ganz früh in seiner Karriere angeheuben genommen zum Sammeln Wörter zu entwickeln eine einseitige jüdische Sprache, die Jiddischredner sollen sich können ausdrücken auf alle Themen, auf welche ein moderner Mensch wohl gedarft sich können ausdrücken. Das ist der Kern von unser heintig-itzig Wörterbuch. Angeheuben die Arbeit hat er in der Fahrcomputer-Tkufe und hat eingesammelt seine Materialien in tausender Schichtkästlach. Aber ich will da nicht reden wegen die Kästlach und wegen sein Sammeln, weil ich meine, dass wir später reden wegen dem, nur ich will reden wegen ihm allein. Der Jontef Heint ist doch in sein Namen und in Namen von seiner Frau Charne. Mordechai Schechter ist gewesen ein Lehrer. Er ist gewesen mein Lehrer. Und ich stelle sich vor, der Lehrer oder der Lehrer von dem Lehrer von einer Sachmenschen da in dem Saal. Dazu ist er gewesen ein Forscher, ein Klautuer und ein Tate. Seine Haves Jiddisch und sein Passie zu der Sprache haben vereinigt alle Teilen für sein Leben. Also es ist schwer zu sagen, wo es hat sich ausgelost der Lehrer und wo es hat sich angehäubt der Forscher, der gesellschaftliche Mannig oder viele der Tate. Alle seien gewinn geknippt und gebunden. Er hat geglebt in Jiddisch, in dem Koyach von Jiddisch, zu sein nicht nur eine Sprache von dem Over, nur euch von dem Heint und von dem Morgen. Und mit der Vision hat er geführt sein Stub, seine Klassen, seine wissenschaftliche wie euch sein kollische Arbeit. Dazu ist er gewesen, das Kol leben uns und in uns, das Gewissen, was hat Stillerheit und einmal nicht so Stillerheit, gesagt zu uns und in uns, red Jiddisch,
lernt sich weiter. Als ihr wird es nicht tun, könnt ihr sich nicht verlassen auf andere. Sie sollen es tun. Und trotz mir haben sich nicht allemal zugehört, ist das Kohl dort ein Gewinn, wie ein Standard, ein Ideal, zu welchem man darf streben. Sein größter Auftu in meinen Augen ist gewesen sein Mischproche. Seine 4 Kinder. In wem hat, zusammen mit Charnen, sein Eser Kenegdo, eingepflanzt a Liebschaft und ein Gefühl von Achreis zu der jiddischen Sprache. Sein Lernbuch Jiddisch 2 hat gewidmet meine Kinder, was äußere, deckt sich mit den Eumern. Das heißt, das, was sie tun, deckt sich mit dem, was sie sagen. In dem Fall ist der Sog Punkt angemessen auf seine Tochter Gittel Schechter Vishwanath. Wie Vorsitzerin von der Jiddischliga, eine Organisation, was der Tate ihrer hat verlegt, hat Gittel verstanden, als wir müssen übernehmen dem Projekt. Und sie allein hat sich untergenommen, das zu verändigen. Kedei das zu beweisen, hat sie zugezogen passige Menschen, was sollen helfen tun die Arbeit. Die volle Regime kennt ihr sehen in einem Wörterbuch, aber ich will dort ermahnen speziell 2 Menschen. Und das ist zuerst Chava Lappen, Jiddisch-Kennerin Bechesed Elien, und danach Herschel Gläser, euch ein Mumche und dazu noch ein ausgeschulter Linguist. Und wird sie später sehen auf der Bühne. Und man ist gesessen, jahrelang, all ha teure, ve all ha avoide. Ich will aber zugeben, als das seien alle vernommene Menschen mit Mischproches, mit anderen Stelles und andere kolische Achreisen, was haben nicht gehabt dem Luxus von sitzen in einem Mischegoyim-Haus und aussuchen Wörter und Zitaten einen ganzen Tag. Und doch haben sie das ausgeführt. Sie gewähren eine riesige Arbeit, aber eine Arbeit aus Liebschaft und von großem Optimismus. Optimismus, was in dem Jahrhundert wollen sein genug Menschen, was wollen noch dürfen und wollen wissen, wie man drückt aus neue Hassages auf Jiddisch. Genug Menschen, die zu berechtigen, ein neues Wörterbuch. Dem Emmes gesagt, ist unser innerlicher Name für ein Wörterbuch Tage gewesen, das Wörterbuch für ein 21. Jahrhundert. Das, was wir haben schon ausverkauft, dem ersten Druck, und was sah, größer Eulen hat sich heint versammelt, sagt Edes auf dem, als in dem 21. Jahrhundert kann man sich nicht begehen an ein Wörterbuch. Chazak, Chazak, wenn es Chazak. Danke. Ich will jetzt vorstellen, unser Hauptredner. Ich meine, als wir wollten nicht gekannt auskleiden, kein passikeren Mensch wie Sholem Beinfeld. Dr. Beinfeld ist aufgewachsen da in Amerika mit Jiddisch, sich gelernt in Arbeitering Mittelschule und in Lehrerseminar. Der Tate ist gewesen Lehrer in die Arbeitering Schulen. Er ist emeritierter Professor von moderner europäischer und jiddischer Geschichte in Washington Universität in St. Louis. In die letzten Jahren hat eine Sache übergesetzt von Jiddisch, zwischen anderen ein Auskleib von Eliezer Steinbergs Mischolim, Chiel Reichmanns Treblinka, Sichreines und eine große Zahl Texten von dem Yale Verlag in der Serie Posen-Bibliothek von der jiddischen Kultur und Zivilisation. Das alles ist schön und gut und wollt gewinnen Dayenu. Nur ein wichtiger Part darf man zugeben. Er ist zusammen mit Chaim Bochner
der Chefredakteur von unserer Bruder, Schwester, Nonten, Korev, Mechuten, wir wissen nicht Punkt, wie soll, wir sollen das anrufen, aber von dem jiddisch-englischen Wörterbuch euch herausgegeben von dem Verlag beim Indianer Universität. Ich will jetzt zurufen, Shalom Beinfeld. By the way, that was in your programs if you need the English. Okay. Danke, Sheva, für deine warme Werte. Größten Dank der Jiddischliga und dem Organisierkomitee von dem heutigen Abend für den größten Covid, mich zu verbeten, wie der Gastredner auf der historischen Simche. Zu allen die, was haben sich beteiligt in der riesigen Arbeit, zunächst zu stellen das neue Wörterbuch, zu Gittel Schechter Viswanat, zu Chava Lappen und zu meinem guten Freund Herschel Gläser, wie euch zu allen Mitarbeitern, Mazel Tov und Yasher Koyach. Ich sage, als die Simche ist eine historische, weil das herumnehmig Englisch-Jiddisch Wörterbuch ist blisofik ein historischer Auftu. Ich will aber unterstreichen, als das Wörterbuch ist euch ein Hemmschach und ein Hochpunkt von einem Prozess von Verbesserung von dem Matzev von der jiddischen Lexikographie in unserer Zeit. Wie wir wissen alle, ist die Geschichte von der jiddischen Lexikographie nicht das Erfreuliche. Ich will sich da nicht reinlassen in kein Detail, vor allem Menschen, die kennen die Geschichte besser von mir. Es ist lange nicht gewinnt klar, sie bedarf bechlall ein jüdisch Wörterbuch und wer soll es schaffen und ob schon ja, soll es sein ein einsprachiges, ein zweisprachiges oder vielleicht ein dreisprachiges und so weiter. Es haben da gespielt eine traurige Rolle der Bittel zum Jargon. Stam Amaratzes und Poshet gleichgilt. Es haben gefällt gehörige Institutionen und wer schmust meluchische Instanzen. Wo es sollen stützen als ein Projekt. Gewinner war der Vorgänger und Pionieren, wichtige, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, seien wir sich Europa, sei in Amerika. Aber erst in den Jahren zwischen beiden Weltmilchommes, mit der Gründung von JIVO in 1925, mit der Erscheinung, wurde gesagt, in Amerika von Harkavis stark modernisierte letzte Ausgabe von seinem Jiddisch, Englisch, Hebräisch Wörterbuch in 1928, sieht man einen breiteren und ernsteren Zugang zu der jiddischen Philologie und Lexikographie. Zum Bedeuren hat Jivon bis der Zweite Weltmilchome nicht bewiesen zu schaffen ein Jiddisch Wörterbuch. Und Alexander Harkavi ist gestorben in 1939 in Amerika mit seinem Projekt von einem größten jiddischen Wörterbuch nicht verwendet. Aber dafür noch der Katastrophe von der Zweiten Weltmilchome. Efter Tage der Fall, was Jiddisch Loschen hat gelitten als ein meuredigen Klapp, haben sich bewiesen wichtige Werke. Koidem Kol, noch im Stutschkows Oizer von 1950, Adank Jivo. Und in sein Wort früher zum Oizer hat Max Weinreich befehlisch gesagt, wir mögen es annehmen für ein Symbol von unserem nicht gebrochenen kollektiven Willen zum Leben, als Dafke in den Jahren von dem größten Unglück für unser Volk hat sich gefunden, ein Ballen und ein Balkoich zu neu zu nehmen, die zerschottene Äußeres von unserer Sprache. Die Geschichte von Stutschkows Äußer ist nicht überzuschätzen, aber es ist nicht kein Wörterbuch. Stutschkow allein hat geteilt, als noch ein Äußer darf kommen, ein großes jiddisch Wörterbuch und hat Tage in einem Projekt Anteil genommen, er viele gewinnt sein erster Redakteur.
Aber ich will euch versprechen, die traurige Geschichte von dem größten Wörterbuch von der jüdischen Sprache, was von den planierten 10 Bänden sind heraus nur die 4 Bände Aleph. In 1968 ist heraus, wieder einmal, dank Ivo, Uriel Weinreichs modern Jiddisch-Englisch, Englisch-Jiddisch Wörterbuch. A Chef-d'œuvre. Französisch Wort. Aber ein gut jüdisches Wort auch. Ein Chedevre, was wir alle haben von ihm, ein Teufel bemeschig von Deures. Ist aber Uriel Weinreich gestorben zu 40 Jahren nach Eder, das Wörterbuch ist herausgekommen. Man hat sein Wörterbuch oftmals übergedruckt, aber keine neue Auflage ist nicht erschienen und bei dem ist es geblieben. Weinreich mit all seinen größten Meiles, die der Heintigung, die Normierung, die Getreidenschaft zu der Klarsprache, und ja, mit seinen relativ begrenzten Wörterhäusern und ein bisschen übergetriebenem Purism. Und mit der Zeit wird auch viele ein modernes Wörterbuch veraltet. Aber beim Sommersoff vom 20. Jahrhundert, in 1997, ist bei der Pariser Medem-Bibliothek heraus die erste Auflage von Yitzchok Niborskis gewaltig reich und nützig Wörterbuch von den Loschen Kodesh stammigen Wörter in Jiddisch. Das ist auf 20. Jahrhundert, aber in Anheb von 21. Jahrhundert, im Jahr 2002, ist heraus bei derselben Medienbibliothek unter Niborskis Hanhoge das Jiddisch-Französisch Wörterbuch. Niborskis Wörterbuch ist Teke von erkannt geworden wie das beste zweisprachige Jiddisch Wörterbuch, aber ist doch nützlich nur in der französisch redenden Welt mit der relativ bescheidenen Zahl Jiden von misrach-europäischen Abstamm. Niborski ist gewesen Aponym Chadoshes vom ersten Jiddischisten in Amerika, aber nicht von mir. Wie ein Professor von moderner europäischer Geschichte habe ich never gemusst verbringen als Zeit in Paris. Und geworden ein ofterer Reingeher in der Medienbibliothek und mit Niborskin geworden, gar nicht befreundet. Ich habe Niborskin gesagt, also in Amerika jetzt leckt man die Finger von deinem Wörterbuch und sie bettet sich mamisch an englischer Nussach, dem unerschwer größeren Jiddisch-Eulen in der englisch redenden Welt. Hat er mich angeguckt und geantwortet, no. Aber was tust du das nicht? So lange Meise. Mit 10 Jahren später, mit der Hilfe von meinem lebensnötigen Mitredakteur Chaim Bochner, mit der Hilfe von Asach Mitarbeitern und mit der Stütze von, zwischen anderen, von der Schächter-Mischproche und Gorasach Stütze von dem Vorwärts, hat im Jahr 2013 der Verlag von der Indiana-Universität ein Leben aufgesagt. Herausgegeben, unser Arumnemek Jiddisch-Englisch-Wörterbuch. Es ist heraus, mit 3 Jahren später, das neue Englisch-Jiddisch-Wörterbuch, haben wir sich stark gefreut. Kommt als Zwilling. Derselbe Verlag, derselbe Arumnemek auf dem Tovel, Assad. Indiana hat gewollt modern oder modern, wie bei Weinreichen. Aber ich habe sich eingespart und gefordert, warum nehme ich? Nun, öfter nicht kein Zwilling, wie ich habe das gesagt, aber forternannter Korev. Ja, die 2 Wörterbücher sind in Kreuwem, aber wie in allen Mischproches sind in der I-Ähnlichkeiten, I-Unterschieden. Ähnlich, ich wollte viele gesagt, identisch ist unser Liebe zu Jiddisch, unser Derech Eretz für Jiddisch und unser Glauben in sein Kiem. Das Jiddisch ist bei uns beiden Arena an Abgehiter. Wir haben genutzt demselben Ausleg. Ach gut, was wir haben reingebracht, ein bisschen naturalisierte, das heißt phonetisch ausgelegte semitische Wörter, was man findet in sowjetische und oftmals auch in linke Ausgaben. Und wir haben sich beide gehalten bei dieselben grammatischen Klollen. Eine Sache von den Wörtern sind bei uns Tage dieselbe. Wir haben beide mit Appetit genascht bei den früheren Wörterbüchern und beide haben wir gehabt das größte Masel.
Was hinter uns sind gestanden angesehene Jiddischkenners, koidem kol eier unvergesslichen und unverbeidlichen Mordche Schechter, Oliver Scholem und unser Yitzchak Niborski, ihm zu lange Jahr. Aber fort ist ein Jiddisch-Englisch-Wörterbuch nicht dieselbe Sache wie ein Englisch-Jiddisch-Wörterbuch. Klar wie der Tag, sie gehen in verkehrte Richtungen. Und das Seder von den Deutschen ist anders. Auf Jiddisch kommt früher der Präfix, danach der Verb. Reingehen, reinschreiben, reinwerfen und so weiter. Auf Englisch kommt zuerst der Verb und danach die Präpositions go around, go in, go up. Und so weiter. Aber nicht nur das. Es hat zu tun mit dem Ziel, mit dem Kiffen. Das Jiddisch-Englisch-Wörterbuch, ich meg verposchetern, ist ein Verzeichnis von den schon existierenden jiddischen Wörtern, genommen von der Literatur, von der Geräter Sprache und von früheren Wörterbüchern, Lemoschel, Weinreich und Harkavi. Von den 4 erschienenen Bänden von dem größten Wörterbuch und der Recker von Weinreichen hat Niborski und mir nach ihm hereingenommen als so Neologismen und Kalkes. Ihr wisst, was sind Kalkes? Loan Translations. Was haben ausgesehen nutzig. Lemoschel der feine Neologism umschriftig, für illiterate. Und auch viele ein bisschen umgelumpete Kalkes wie Meuchzwog, für brainwash. Als sie sind schon voran in der leitischen Wörterbuch, sind sie bemähle geworden, jüdische Wörter. Treffige, hamzoidike, Kalkes und Neologismen spielen und haben gemusst spielen eine größere Rolle in dem neuen Wörterbuch. Verstrebt zu beschenken die Sprache mit der samen neuester und breitster Terminologie. Aber in unser Altwörterbuch von 2013 hat man sich nicht abgegeben mit Neologismen Lishmo. Wir haben gehabt andere Kopfdreherischen. Harkavi und Asach-jüdische Schreiber haben uns geschenkt ohne Slavismen. Was heißt, nützt man sie nicht. Und seien bei euch, das heißt in einem Wörterbuch, nicht da. Ich rede nicht von den koscheren Wörtern von slawischen Abstamm, was ihr da langt mit der breiten Hand. Aber bei euch ist da umschriftig und nicht besgrammetne. Danke, was darf ihr besgrammetne? Aber wir haben es gedacht. Punkt wie wir haben gedacht, Natschalnik, ein höherer russischer Beamter, machen es, wie gefindet sei oft in der Literatur. Und die Sorge, dass Slawismen kennen verflechten Jiddisch, ist eigentlich nicht aktuell. Amerikanismen sind an Indien für sich. Ihr, das heißt, die Menschen von dem neuen Wörterbuch, ihr seid auf Englisch für so amerikanistisch, als die britische Labour Party hat bei euch nebach verloren ihr britischen U in Labour. Aber mit jüdischen Amerikanismen seid ihr sporhaftig. Ja, hat Pede, aber nicht Muffen, vermoved, das heißt von einem Tier in der zweite. Aber mehr Muffen ist doch ein Kapitel in Motel Pesi dem Chasens. Heint der bleche Abreiter bei der Nähmaschine und gleichen, to like. Ist gewähnt und ist öfter noch jetzt, da verspricht volkstimmlich Wort. Haben wir es geglichen. Nur die Jüdischismen in Englisch verkehrt wie Quetsch und Klotz, Meuchel. Nicht sehr Gesundheit. Loschen koidestammige Wörter, da sind mir ämste Ideen gewesen. Wir wissen, wie viel sie bereichern Jiddisch und verbinden die Sprache mit der 3000-jährigen Jerusche von Jiddischkeit. Ihr hat sich in ein Horror Gorasach. Aber er schon nicht in derselben Maß wie mir. Niborski hat in sehr hereingerechnet lomdische Wörter und Ausdrücken hereingelegt, das sagt mir. Und unser Wörterbuch ist mit sehr angepickt. Wir sind an euch Ideenbrüder, wenn es kommt zu dem angewärtigten Indien von Deutschmerismen. Wir haben sie beide feind tachles Sinne. Bei euch sind sie kemat nicht benimmt. Da und dort dankbar mit der Worndl.
Gut, was ihr kennt sich das verginnen. Wir nämlich müssen haben nicht nur dankbar, noch trotz mit der Wurndel und Genosse, habe, mit einem ironischen Schmeichel und auch viele lesen ohne Wurndel, weil mir lässt es also viel, also oft. Und bei Peritzen springen doch die Schmetterlingen und nicht die Flatterlach oder Sommerfegerlach. Aber weitere Frage, weil wir haben dieselbe, die andere Banitzers. Und wer seien und wollen sein unsere Banitzers? Ein zweisprachig Wörterbuch wird gewöhnlich genutzt von Emerson, was kein Einsprach besser für ein Zweiter. Es kann gemalt sein, als Emerson, was kein Jiddisch besser wie Englisch. Soll nutzen unser Wörterbuch wie ein Gehilfe beim Lernen sich Englisch. Und Tomer hat sich so viel ausgelernt, als will lernen, lassen wir sagen, Hemingway in Original. Kann gefunden in euer Wörterbuch dem Teich von den ihm unbekannten englischen Wörtern. Aber ihr versteht doch. Also das wird gewinnen als seltener Fall. Die Banitzer seien und wollen sein bei uns, beide Menschen, die wollen lernen, wollen kennenlernen, schreiben und reden Jiddisch. Und beide Wörterbücher wollen sie dürfen nützen, Punkt wie ich allein, nütze ich schon beide. Nun, ich muss sagen, ich habe nicht übergelernt im Ganzen das neue Wörterbuch. Wie kann ich Paskinnen als Zeug? Habe ich genichtet und gegoogelt und probiert auszufinden, was heißt bei Leuten ein gut Wörterbuch. Leute, was ich habe gefunden, darf ein gut Wörterbuch haben die folgenden Eigenheiten. Sie muss sein von einer gehörigen Größe. Sie muss sitzen bequem auf dem Schreibtisch. Die Seitlich müssen liegen offen von sich allein, dank dem Einbund. Die Schrift muss sein lesbar, ich meine lehnhaftig. Das Wörterbuch muss haben ein breiten Vernehmen, mit Bratnehmen, der geografische wie euch die wichtigsten Wörter von Wissenschaft, Technologie, von der Natur und so weiter. Sie muss hereinnehmen Slang und Idiomen von der Scheurensprache. Sie muss hereinnehmen vulgare Wörter, a viele, als man hat nicht bedehe, sie zu nutzen. Sie muss hereinnehmen die neuesten Wörter von der Scheurensprache und sie übergeben in der Zielsprache. Wörter mit mehr wie ein Partei darf man übersetzen mit gehörigen Synonymen und mit Phrases und Idiomen, was machen klar die Teitschen. Wo man darf, zustellen, dem Reisreit. Nur ich frage euch, ist das neue Wörterbuch ein gut Wörterbuch? Warte, ich will es machen, gich. Sie ist groß, sie sitzt majestätisch auf dem Schreibtisch, sei offen, sei vermacht. Die Schrift in beiden Alphabeten ist eine moderne und eine lehnhaftige. Der Vernehmen ist ein Risiko. Bratnehmen ohne Schir. Auf derselben Seite kann man finden, die schönen Berditschew und Bermuda Triangle. Berditschew und Bermudischer Dreieck. Zum Bewundern ist die Wissenschaft. Und dank Mordechai Schächters Forschungen ist die Natur so breit vertrotten, als Kleppen, wir können sich lernen, nicht nur Jiddisch, sondern auch Englisch nehmen für Gewächsen und sich auch lernen, Bechlal als Botanik. Für die englischen Wörter wie board, was haben mehr wie ein Partei, sind die gehörigen Synonymen nicht nur voran, nur auch erklärt durch Mischolem. Ihr wollt Amerikaner Slang und Idiomen, ihr habt sie gefunden von Kol Haminen. I neue, I ältere, I schöne, I nicht so schöne. Machen es die Redaktoren, haben sich nicht geschrocken von Nibbelpe. Was darf ich lang breien? Sie ist ein gut Wörterbuch und die Rezensies sind euch gute. Wir haben euch gehabt gute Rezensies. Aber zu einem Wörterbuch ist gering sich zu chappen. Und zu uns hat man sich Tage gechappet. Man hat auch viele nicht gedacht, öffnen das Wörterbuch. Man hat schon gleich kritikiert das Wort, herumnehmen auf den Tovel. Andere haben ja geöffnet das Buch, aber nicht gehabt, keine Sache Geduld.
Einem der Kritiker von Yisrael ist nicht gefallen, was wir haben das Wort Betke, am Schwamm. Und das richtige Wort, sagt er, ist Bebke. Wir haben Bebke euch. Das hat er sich nicht genommen, die Mia Cook zu tun. Und Bechlal hat mir gehabt, eines, das nicht so hat gerade die Mama, nicht so hat geschrieben, der Seide. Man wird sich zum neuen Wörterbuch euch schäppen. Es ist zu groß. Mit die alle Einsen und Subeinsen. Wer darf die alle Kalkes und Neologismen? Wer wird schreiben wegen Computerei oder zwischen planetarischen Essayist? Auf Jiddisch. Wer darf die alle paskudne Amerikaner ausdrucken und im narrischen heintigen Slang? Morgen wird doch schön Seivisei sein, einander Slang. Und noch und noch. Ich wollte gesagt, als die alle Teine sind nicht zu der Sache. Wie wir allein haben gesagt, zu die, was haben gewollt, a heimischen Jiddisch, wie man hat einmal gerät bei der Bobbin in Stöttel. A Sprach, was beizeichnisch ist, als heute Sprach, und wir legen in Stein und Bein, als Jiddisch ist, als heute Sprach. Zu viel Wörter? Ich sage, verkehrt. Es fehlt ein Wort. Mit allen Einsen und Subeinsen, was mit Recht berühmt sich mit sich, fehlt das Wort Subentry. Das darf nicht sein, ein neuer Aufschlag. Die Amerikaner Idiomen sind übrig. Verkehrt. Sie sind verteidigt mit batammte jüdische Idiomen und oftmals will ich schreien, ja, getroffen. Die Welt mag sich da bekennen mit sich. Ihr seid nicht Maskim, als that's the way the cookie crumbles is akkurat, ist nicht akkurat, also fühlt sich die Welt nach Kirche verfallen, nur bleibt der Kasche. Die Kalkes sind ein bisschen zu kalkisch. Ihr habt bis die Wahlen gerät auf Jiddisch wegen einer Swing State, hat ja ein besser Wort wie Wackelstadt. Ich nicht. Ich habe vergessen zu der Mannen, als wir hat zu uns gehabt, eines, für was wir haben nicht vereinwegs geschaffen, euch ein Englisch-Jiddisch-Wörterbuch. Haben wir sich Mäude gewöhnt und ich bin sich jetzt Mäude, als unser Jiddisch-Englisch-Wörterbuch ist gewöhnt, die geringere Hälfte. Und es hat fortgedauert 10 Jahre. Hat Geduld, haben wir sie geantwortet. Die schwere Hälfte wird mehr zu kommen voneinander kollektiv. Und der schwere Hälfte, was ist Agif, als auch mehr wie eine Hälfte, ist Tage gekommen. Jetzt seien wir 2 Schutwin mit ein Gewett, als wir wird Jiddisch lernen, als wir wird Jiddisch retten und als wir wird Jiddisch schreiben. Nicht nötig zu reden wegen Jiddisch in etwas auf erneppelter Zukunft. Meine lieben Menschen, heint mit dem monumentalen neuen Wörterbuch ist die Zukunft schon da. Dank. Okay. Dank, Shalom. Ich will nur ermahnen, als nach dem Programm wird man verkaufen unser Wörterbuch. Ob ihr es noch nicht, könnt ihr es kaufen. Ihr kennt euch, ob ihr seid noch nicht kein Mitglieder von der Jiddischliga, könnt ihr haben einen Guck auf unser Journal, auf den Schwell und kriegen Informationsblättler. Und es darf euch liegen auf dem Tisch ein Exemplar von dem Jiddisch-Englischen Wörterbuch, das was Dr. Beinfeld hat geschaffen, ist ihr könnt euch haben a cook auf dem. Now we have what in the old days would have been telegrams, but today they're emails. Somehow it doesn't seem quite the same, but I have 2, one in English, one in Yiddish. The first is from Dee Mortensen from the Indiana University Press. Greetings from Bloomington and Indiana University Press as you all come together to celebrate the monumental achievement that is the comprehensive
English-Yiddish dictionary. When Adam Whiteman approached me what seems like many years ago about the work being done at the League for Yiddish, I was immediately excited about the possibility of publishing the companion to the Comprehensive Yiddish-English Dictionary, which was published by IUP in 2013. What I didn't know at that time was what an enormous undertaking this companion dictionary would entail. It's not just a companion anymore, but an essential partner for anyone who is involved with Yiddish in any way. As we were beginning our work together, I had all kinds of people, from academics to language instructors and learners to competent Yiddish speakers, throw in their support for our publication of this much-needed reference tool. It's wonderful to see our years of love for the spoken word in whatever language and book crafting labor come together so fruitfully and beautifully. Never again will mockers and scoffers be able to say, "There's no word for that in Yiddish." Warm wishes to Gittel and Chava and Paul, Sheva, Adam, and all the rest who have toiled so arduously to realize this landmark volume. Thank you for including Indiana University Press in this very special and important enterprise. I couldn't be prouder of this book, and I'm very sorry I can't be there when the klezmers play. Mazel tov. And that was from Dee Mortensen, Editorial Director, Indiana University Press. Und jetzt von Yitzchak Niborski. Yitzchak Niborski is the editor of the Yiddish-French dictionary upon which the Yiddish-English dictionary was based, which is the companion to our dictionary. Meine liebe Gittel und Herschel, der Fei in Shin nun Fei meint das mal nicht vergessen, weil vergessen hab ich nicht, nur verspätigt. Die Tag und die Wochen laufen feil ausbeugen und ich der sehr erst jetzt, als der 13. November ist schon da, mit Yontev Lekovid dem neuen Wörterbuch. Am Maroche, was das kommt vor in New York, und als von Paris kämen bei euch anjagen dem Frühmorgen, was ist schon von uns weg. Hakitzer, seid begrüßt, ihr persönlich zusammen mit Chava Lappinen und zusammen mit die alle Yechidim oder Institutions, was haben mitgeholfen, als ein wichtiger Auftu bei der Jiddisch-Lexikographie soll rauskommen auf der lichtiger Schein. Ich beteilige sich in eurer Simche und wünsche euch von ganzem Herzen Hatzloche mit dem Wörterbuch, gesund und weiter dicke der Grechungen. Euer Yitzchak. So basically, he said Mazel Tov. Okay. So now I'm going to introduce Lauren Sklamberg, and those of you that don't understand, you can find it on the inside of your programs. Ich will jetzt vorstellen Lauren Sklamberg, was wird uns mehane sein mit etlichen Liedern. Lauren ist ein verlegendiger Mitglied und Singer von der Kapelle Klezmatics und sie haben agev nur was herausgegeben, das Kompaktel Apikorsim, le Covid der 30. Jeuvel. Man hat Lauren schon gehört und gesehen auf Konzerten und man hört ihn weiter auf Ownershare-Rekordierungen wie ein Solist oder zusammen mit solchen verschiedenen Artisten wie Yitzchak Perlman oder Bikel, Chava Alberstein, Ehud Banai, Jane Seabury, Emmylou Harris, Neil Sedaka und Tony Kushner. Hat eine angehende Zusammenarbeit Saint and Tzaddiks mit der irischen Sängerin Susan McKeon. Lernt das jüdische Lied von Sao Paulo, London, Paris, Weimar bis Kiew und Peterburg. Zu unserem Mazel muss einmal sich befinden da in New York, wo wohnt, und weil arbeitet bei Tag da in dem Klangenarchiv bei mir war. Lauren?
Der jüdische Nigen ist doch so schön, hoi der jüdische Nigen hat ja mit keinen Herzen zu geht es, ne Schummes der Freites, wenn man hält und singen. Der jüdische Nigen ist doch so geht, hoi der jüdische Nigen. Es warmt jedes Glied, mir fühlt wie ein Melech, auf den Herzen wird freilich, mir fühlt als wenn ich Said. Oh, es klingt wie Symphonie, wenn jetzt sitzt Schabes bei die Fisch und singt sich zieh. Stobba-bam, bam, bam, stobba-bam-bam, hoi flieht den Himmel herein. Meg sein Aid, was schmeichelt sich zum Goy, hat der Rabben oder hat dem Jiddisch neu, hoi wird mit gerissen, will von kein Sach wissen. Hätte nun in euer zu klingen, in einem bald singen, hoi der jüdische Nigen, ist doch so schön, der jüdische Nigen. Hat ja mit keinen Herzen zu geht es, ne Schummes der Freites, mir fehlt das, wenn ich Said. Heinz ist doch alles modern, ne gehen ihm was schaffen, sie werden bald populär, stammen bald durch nachher, noch ein Sach bleibt leben dort. Es ist der jüdische Nigen, ist doch so schön, der jüdische Nigen hat ja mit kein in Herzen zu geht es, ne Schummes der Freites, wenn man hebt und singen, der jüdische Nigen ist doch so geht, der jüdische Nigen, es warmt jedes Glied, mir fühlt wie ein Melech, auf den Herzen wird freilich, mir fühlt als wenn ich Said. Hoi der jüdische Nigen, hoi der jüdische Nigen, ist so schön. So schön. Thanks. That's a song that comes from the repertoire of the great Seymour Rechtsite. And one of the great things is traveling and singing this music and teaching all over the place is that I get to learn new songs and meet people who are involved in the same kind of work that I am. This next song I first heard in a bar in San Sebastian in Spain. I was there on a rainy Saturday morning and walking around and heard these people bellowing at the top of their lungs, so I followed the sound into this pub. And there were these people singing songs and drinking cider and having a great time. And so I asked them who they were, and it turned out that they were a group of young Basque cultural activists, and with which I could identify. And they took me back to their clubhouse where we ate some really great kosher stew made from beans and blood sausage. And this next song was one of the ones that they sang, although it was translated into the Basque language, and I later found out that it was a song from during the reign of Generalissimo Franco in Spain, and was written in the late 60s by Luis Llach, a well-known singer-songwriter who wrote this anthem in protest of what was going on, and speaks about how you need to sing your song, speak your language, and be true to yourselves. And if you do that, then the things that hold you back will fall away and will be free. And I thought this would make a great Yiddish song.
So I asked my friend Yuri Vedenyapin to translate it, and this is what he came up with. It's called originally Lestaka, the steak. The Yiddish version is called Der Joch, or the yoke. Wir seien gestanden in Zweien, es hat noch nicht getockt. A Viertel vorbei und a Wogen, und ich hab dem Seiden gesagt. Zisest du auf unsere Rückens, dem schweren eisernen Joch. Kenn mir nicht gehen, nicht fliehen, kriegt men a Biss und a Stoch zusammen. Kennen mir a Reus, soll sein a Show, a Tag, a Woch. Wird schon fallen, 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 der zerfeute alter Joch. Als ich soll ziehen in der Mitte, und du sollst ziehen in der Seite. Wird schon fallen, 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 demult werden wir befreit. Schon lange Jahren stehen wir abgedrückt von dem Bruch. Es mindert sich mein Koech und es wird als schwerer der Joch. Weil Gott zerfeult und verschavet, halt doch wie a Zwange. Nur wenn ich halt schon beim Fallen, hör ich dem Seidensgesang zusammen. Kennen wir a Reus, soll sein a Show, a Tag, a Woch. Wird schon fallen, 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 der zerfeute alter Joch. Als ich soll ziehen in der Mitte, und du sollst ziehen in der Seite. Wird schon fallen, 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 demult werden wir befreit. Der See, der ist schon lange weg, mir hört schon nicht sein Kohl. Es hat immer weggetragen der Wind, und ich steh da wie am Mond. Es gehen neue Jünglich vorbei, streck ich zu See die Hand und sing vor See dem Seidenslied, was hat mich gelernt. Zusammen kennen wir a Reus, soll sein a Show, a Tag, a Woch. Wird schon fallen, 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 der zerfeute alter Joch. Als ich soll ziehen in der Mitte, und du sollst ziehen in der Seite. Wird schon fallen, 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 demult werden wir befreit. Da 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 da. Okay, I don't want to put anybody on the spot, so I'm going to ask the question the opposite. Wie viele Menschen da kennen Yiddish? Hebt auf a Hand. Okay, so hopefully somebody's benefiting by all of these English translations. Ich will jetzt vorstellen Leser Burko.
der Vorsitzer von unserer Paneldiskussion. Laser ist ein Doktorand im jüdischen theologischen Seminar. Die Thema von seiner Dissertation ist der Jivo-Linguistenkreis in Amerika in den Jahren nach der Zweiten Weltkrieg, was Dr. Schechter ist gewesen ein wichtiger und euch der letzter Mitglied davon. Laser hat euch als Sach geforscht, verschiedene jüdische Wörterbücher und bis letztens hat gearbeitet wie ein Schreiber in Vorwärts. Ich will bitten Laser und alle Menschen, die sind auf dem Panel, zu kommen, aufkommen auf der Bühne und Laser wird vorstellen, die alle Menschen im Panel. Okay. All right. We're going to do this part in English, even though the whole purpose of this dictionary is so that we could do this in Yiddish. But we're a little bit scared that there might be some technical aspects that would be difficult to understand in Yiddish, so we're just going to do it in English. These will be the editors. Come on up. This is Gittel Schechter Wishmanat. She was her father's main assistant during most of the years of his life. And of course, she's also a Yiddish writer and poet in her own right. She's the style editor of the Yiddish Liga's magazine Affenschwell, and in her day job is as a nurse and as a consultant for old age homes. It's also worth noting that she's spoken Yiddish with all of her children and now grandchildren, and the same goes for Herschel, who's the next up. Herschel, or Paul Glasser, was one of Dr. Schechter's main students, maybe, and also a good friend, I think it's fair to say, of Dr. Schechter and of the family. He did his doctorate in Yiddish linguistics at Columbia University, and he was for many years dean here at YIVO of the Max Weinreich Center. He was the editor of the English edition of the 2-volume edition of Max Weinreich's History of the Yiddish Language, and he's one of the very few world experts we have in the world in Yiddish linguistics, and probably the greatest expert we have of Yiddish place names. He's compiled an enormous list. Finally, we have Dr. Chava Lappin, who is for many years professor in Queens College and has been associated with YIVO for the last 40, 50, however many. She was my mother's teacher in the summer program in 1976. So, and before her engagement with Yiddish, she was a biologist, or maybe even after that. Okay. Now we'll get to the questions, for which I'll sit over here. So, first of all, I never really knew Dr. Schechter. He was already a sick man by the time I learned Yiddish well. And I never saw his card catalog, his famous card catalog in his house, but I've only heard legends about it, and I've seen it in the YIVO warehouse out in Newark, New Jersey, and it's unbelievable. So I'll let you describe it. Oh, okay. Shalom Aleichem Alaman. So first, I just want to dispel one of the facts that was mentioned earlier and on the screen. It wasn't thousands of shoeboxes. It was thousands of words. There were actually 87 card catalogs and shoeboxes. And in those card catalogs and shoeboxes, there were probably, I don't know. I mean, he in 1985, in an interview, he estimated he had about 1 million, I think he said linguistic units, or linguistic, right. I don't know how he put it. And he collected for another 20 years after that, or 30 years after that, so he had a lot. And I actually grew up in that house. And when we had to clean out the house, we had to take care of that, my 3 siblings and I. So it was an amazing treasure of terminological lists. Mordechai Schechter was an expert in collecting terms of specific thematic terms, whether it was, as mentioned earlier, scientific terms, military terminology, cuisine, love and romance,
There was somebody else mentioned Uriel Weiniach's purism. We are not purists in that sense. Puritanism, yes. We are not Puritanists. We included those words. And in the end, this was a collection of terminologies. And when he started working on this, his goal was to publish a compilation of terminologies. I personally thought it might be better to have a real dictionary, but I wasn't the boss. And eventually, I talked to him about it, and then later we talked to other people, and we all had an agreement that it was decades since Weihnachts Wörterbuch en wir müssen haben ein neues Wörterbuch mit alle Wörter. So we took all those terminologies, and I filled it out with words, thousands of words from existing dictionaries, and attempted to make it as comprehensive as possible, and that was what happened with those 87 card catalogs and shoeboxes. I just think it's worth adding that I forget who said that Dr. Schechter very early in his career started collecting words. No, before his career started. I can't say what age because I wasn't around then, but before I think he even knew he was going to have a career, he was already collecting when he was very, very young, even if we can't put the exact date on it. Well, I seem to be one of the people here who was a colleague in addition to a friend all the way back there, as you see. And he used to question me carefully when I blurted out innocently a Weltel, a Wort, an Upschatzen. Wie ist das gehört? Bei wem verschreib? Unfortunately, I did not verschreib. A neighbor and colleague and one-time student and wonderful friend Herschel is on my back now. Others too. In jedem Städtel, in jeder Zwiebel sind gewähnt wörtlich ausdrücken, Kolaminim, Symbolen, bedarf verschreiben. Verschreibt. Emmets wird sie ausnutzen. Verschreibt. We can't even get Chava to use a computer, much less... Those of us who remember Dr. Schechter will remember that he never left home without a packet of index cards and a pen, and he was always at every event, even if he were here today, he would be writing down words that people said. Right. I wanted to ask you about his method of work, how he did this. Well, besides, I mean, he asked you, but I assumed he asked other people. Yeah, absolutely. When was it? 10 years after when did Dr. Schechter die? 2007. 2007. 5-6 years after he died. Herschel came up with he sat there and remembered as you went. He collected whether he was telling you or not. And out of that grew this phenomenal collection of words that some of which I didn't recognize, some I did, but there was no way of turning them into an English word that I knew, especially since as we were working on each letter, I went back to the English Oxford Hebrew Dictionary for English speakers and figured that it's roughly the same purpose, went down every single letter, every single entry, and I will tell you a secret, 12 linguists worked on that. There were no 12 linguists working here, and I'm sure they were paid a separate salary by Oxford to devote their full time on it. Right, none of us had that privilege, but it was a fascinating journey. It was a discovery land. To see what existed in English that you never thought of, that needed a Yiddish equivalent that you couldn't even bring up. Just the other day in the sukkah, somebody came to me and asked, how do you say an epiphany? Weet ze mir nicht in sukkah an epiphany.
So, mein erster Entwurf gewesen, look, it's not a Jewish concept to begin with, but maybe it's Glui Eliyahu, maybe it's I just saw the light, I just had a discovery. I'll get back to you tomorrow, promise. I had to turn to the dictionary when I got home, and sure enough, there was a word for it, Entpleckung. I think if somebody had put a revolver to my head, I wouldn't have thought of Entpleckung, but there it is, and it clearly says a Christian concept. So we don't think of these things until we're confronted by them. And as I said, it was the most exciting journey of the last decade of my life. And I was involved for 6 consecutive years. All right. Now, I know when you did you all imagine that the project would be this large when you... Okay. How did Dr. Schechter imagine this project, and how did you change it? It was going to be a compilation of terminologies and words that had not been included in Weinreich. So Weinreich's dictionary, I believe, had 27,000 words English Yiddish, 27,000 Yiddish English. A little less, I think. 26,000. And from what I understand, he meant this to be a first edition of a broader dictionary. And, of course, that never happened because he passed away. But there were thousands and thousands of words that were not included in this dictionary. It was wonderful. It was modern. It was the first English-Yiddish dictionary since the 19th century. But it didn't have enough words. And as time went on, there were fewer and fewer words that more and more words that people were looking for that they couldn't find. So actually, our dictionary kept growing. It should have probably been published a few years ago, but I couldn't let go of it. And we had to include Zeppele fällt nicht weit von Bemele. Yeah. Zeppele fällt nicht weit von Bemele. Right, yeah. And it was never going to be 826 pages, but that is what it is. And we did include slang, and we had people calling us all the time, wie sucht man? And the Yiddish Liga had a service, so to speak, wie sucht man auf Yiddish, Vismai, which was an attempt years ago to try to discover, coin new words for new concepts, and it was quite successful. Many of those words we included, some we didn't. But that was part of the journey of this dictionary. Until the very end, people were calling and saying, wie sucht man das, wie sucht man das? And even today, people are asking us, wie sucht man das and wie sucht man jens? And sometimes we can find the word in other areas, in other dictionaries, and sometimes we can't. So. Yeah, there are all sorts of legends, especially people say that there's no Yiddish word for disappointed. All right, but of course, there are no Yiddish words for all sorts of things, unless you think of a word. Okay. No, actually, I got an email recently from a psychologist who works with the Hasidische Welt, and she wanted to know, how do you say frustrated? So first I wanted to say to her, Kaufen Sie Wörterbuch. Buy the dictionary and you'll know. And the word for frustrated was frustriert. That is how we say frustrated. That's the same word you'll find in Weinreich. It's the same word you'll find in the Beinfeld and Bochner's Yiddish-English dictionary. Yiddish traditionally may not have had an emotional vocabulary, certainly not the kind of vocabulary that we use in therapy. And so I gave her other possibilities. A Frau kann sein im zufrieden, sie kann sein im befriedigt. But those are all more general terms, and they don't mean frustrated. And somewhere along the line, somebody invented the word, coined the word frustriert, because we needed a specific word. And so that's what I wrote to her. Whatever she gave to her client, I don't know, but that's our word for frustrated. Could you describe some of the methods for coining new words, or how do you go about the actual work of putting together the suffixes and the prefixes and making the word? First, we should make the point that coining new words is always a last resort. You look in what you've already got. Dr. Schechter had a reputation for coining words just for the fun of it. Far from it.
If you look, for example, at his botanical terminology, he talked to, I don't know how many hundreds of informants and consulted hundreds of works, and only when he was convinced that there was no word available would he coin a new one. We followed in the same tradition, which goes back at least to the interwar period, when first Yiddish language schools, as opposed to Cheder, the first modern Yiddish language schools came into being, and the effort was to teach all subjects in Yiddish, and you didn't have already vocabulary for biology or for physics or for math, and a lot of it had to be coined. But again, that's always been the last resort. So we spent much of our time looking in the dictionaries we already had, especially Stuchkov, because although it's not a dictionary, it has more words than any of the other dictionaries. We consulted bilingual dictionaries of other languages. I love to tell people that, for example, if we couldn't, let's say we have our Russian Yiddish dictionary from 1984, but if sometimes we couldn't find the Russian word, so occasionally we had to do things like talking about journeys. Let's see, something like English, French, French, German, German, Czech, Czech, Russian. Oh, we finally found the Russian word. Now we can look in the Russian Yiddish. So it's like around the world in 80, not around the world in 80 days, around the world in 80 steps, right? Which I mean, I love to do that, but not everybody would. But I think that's fun. But once in a while, you'd rather just open the dictionary and find the word and not have to go through all that. As much, although you learn, I suppose you learn much more along the way. What is it? Half the fun is getting there. So I'm going out of my way not to answer this question. Maybe I should answer it though. Are you going to ask later about specific suffixes, or should I talk about that now? Like, do you have any favorite? Wait, I just wanted to say one thing, that we were really, we were incredibly lucky to get the press that we've gotten for this Wörterbuch. We didn't expect it, and it's been just astounding. And the one thing that most of these articles and interviews focus on is the new words. And I make a point to tell every journalist, this is a serious dictionary with real words. We actually, Herschel, I, Chava, did very little coining. We really, I mean, maybe last resort, maybe a few hundred out of 83,000 words. At best, we took a root word and connected a prefix, a suffix, to give it mobility and to make it apply in the vast number of cases, because it's so much easier to understand and to utilize. But that was the hook that got the audience interested. And so that's what everybody's thinking, that this dictionary is a collection of all these new Yiddish words. It is, in addition to 82,900 existing Yiddish words. The percentage is actually very small. But anyway, do you still have any favorites that somebody coined, or any good stories about such words? The one about mein Mainzer? Yeah, we talk about. Yeah, we were looking for an equivalent for welcome to the club, join the club. When someone says, I've got this and this problem, oh, welcome to the club. I've got the same problem. In a comedy sketch and also in a joke I remember hearing 15 years ago, I remember these things, these two people are commiserating, and one tells his sad story and the other one says, Ma Masa, it was Polish Yiddish. I said, oh, I think that's what we're looking for, right? I'm in the same boat as you. English may have 4 different ways of saying it, but it worked for us, and I think it'll work for you too, that particular equivalence. As far as suffixes, I just wanted to make the point that when you say coining new words, you don't mean coining new words out of whole cloth. You mean recombining old words, or as Chava said, adding a suffix to an old word. You don't make up a word. I mean, the people who started Google made up a word, but that's very rare, to just make up a word out of thin air. So, for example,
I was just thinking of Schwenkerts, Moil Schwenkerts for mouthwash. We did not make that up. But we didn't make it up. A number of the words that sound new probably go back to the 60s or the 50s or the 40s or the 30s or the 20s or the 19th century or sometimes even the 18th century. I was just taking the liberty of flipping through Dr. Schechter's Leitish Mameloschen, and he mentions that he found the word equivalent, which most people will say, oh, that's just borrowing from English. He found it in a Yiddish book from 1784. So it wasn't born yesterday. Afille bevor is, sagt man, im 19. Jahrhundert. Adam ist Kali geworden in Amerika. Le Moschel, Professor Bochner, Beinfeld, ihr seht, wie er geworden als Zwilling, hat genutzt das Wort Alleinevdiker, those who are literate, can read and write. Ich bin gekommen von einer polnischen Zwiebel, polnische Jiden, das heißt es, ist das Wort bis Grammatine nicht gewinnt ein geevdig Wort. Als Emetzotten, sie könnten einfach lernen und schreiben, hat gesagt, das so. Kann nicht lernen und schreiben, kann auch lernen und schreiben. Leinevdig ist herausgewachsen von Asami in Stücke Vanje, ja? Und mit Hamol ist es geworden, suddenly, sorry, and it grew into a word that meant able to read, or potential readers, putative readers, just as an example. In terms of slang coinages, very cool. Late in the development of this dictionary, I got a call. How do you say food coma? So first I had to Google what a food coma was. And then, of course, you could say an Essen comma if you want. And unfortunately, I spend a lot of time with Yiddish speakers, both born Yiddish speakers and people who've learned the language. And people's natural tendency is to just translate word for word, and that's not how words are coined. Anyway, so we thought about it, and I realized we have a wonderful word in Yiddish, fressen. Fressen, which means pigging out, right? So we came up with the word fresskomma, which is much, much better than Essen comma, in my opinion. And as long as we're talking about my favorite topic, food, there was the question about binge watching. Well, it's related to food. So auf Yiddish haben wir an Österreich Schlingenbücher. Schlingenbücher means to be a bookworm, to read voraciously. To devour books. And what is binge watching if not devouring episodes of a series? So I came up with Schlingen Episoden, and it caught on, and there you go. So we didn't just translate word for word. We came up with something that was hat a Yiddischen Chein, as Lauren sang before, and was hat a Yiddischen Tam. And that's based on a Yiddish structure and Yiddish suffixes and prefixes and so forth. Solche Kave, was nicht alle Wörter wissen mir, wer hat es beschaffen. Some of these words, we know they're new, I mean, relatively speaking. I think we can say if a word has come into being in the last 20, 25 years, it's new, right? But we often don't know who came up with it. Blitzpost, which everybody thinks is so adorable, starting with the New York Times, because apparently that's what got them interested. We don't know who invented it. It was probably somebody in this room, but we can't swear to that either. It just appeared one day, which of course that's what you love, right? I mean, how many English words, especially having to do with computers, didn't just appear one day, but they just caught on one day. If I ever find out who coined the word to boot up a computer, I'm going to punch him, because it seems to me that we had older words that would have served just as well. Or why you used to say a phone jack or a stereo jack, and why the word is now port. Again, whoever came up with that, couldn't you have just let us keep our old word jack, right?
To but jack something up. but somebody in Silicon Valley came up with these words, and suddenly the whole world uses them. And I mean literally the whole word, because most of these words are not translated, they're just adopted, especially, for instance, German. I mean, French, can be prickly about that. But German, if you look at computer terminology in German, it's mostly just the English words with a German accent. So, that's just the way of the world. We'll probably talk about it later, but if everybody, as far as we could tell, more or less on the planet uses a word, we generally did not try to come up with anything clever. If English has one word and the rest of the world, or at least the rest of the world that we're familiar with, had a different word, we would try to go with what the rest of the world says, because it's too easy just to rely on English. I was going to ask about the sex terminology, but I see we have a question in the audience, so we'll put that on hold for a moment. How much did you look to Lashon Kodesh? Oh yes, a good The question deal. is, how much did she look at the Hebrew and Lashon Kodesh? Yeah, and in reciprocal fashion, I went to Lashon Kodesh and found a Yiddish meaning for the Lashon Kodesh word, if it existed, which would apply the other way. I remember almost laughing to myself, because a good part of this I did, late hours of the night, is under the weather, und nicht mit Allemen. Now, if you try to compare those two, for somebody who doesn't know Yiddish, somebody who doesn't know English, under the weather means standing outside as the rain is pouring on you. Nicht mit Allemen is, at best, weird. At worst, you don't want to bring this person into good company. So how do you explain these? And it took any number of tries to bring this into a format where the inexperienced reader in either direction would accept it. And I remember struggling with it particularly. How do I not embarrass the book as the user is trying to use it? All right. Back to the more sexy issue. Sexy issues, All right. yeah. So I think we've already heard that our previous Yiddish dictionary is a sort of prudish. They don't even include Yiddish words that our president-elect uses on a daily basis. So You had to go there. sorry. So obviously there was a deficiency in our whole tradition of lexicography. For whatever reason, it was old-fashioned. They were Heißt Lashon Nekiah. Well, anyway, that can't be said about this dictionary. I spent a lot of time reading it, and I learned a lot of stuff that I didn't know in English. Didn't know it before, me too. Never knew it. And it didn't look like the words don't look like new words. They look like they look authentic. So the question is, how did Dr. Schechter find these things? Where did he? First of all, I took the liberty of looking up these words a few hours ago. Most of them are in Harkavi. Most of them are in Stuchkov, in Nyborski, in Bengfeld-Bochner. It's really only one dictionary that as far as I can tell, that made a conscious effort to omit these words, and that's the Weinreich Dictionary. But since that's the one everyone looks at, the assumption is there's no such word, or that the dictionaries don't have it. There was a documentary, if you'll forgive me a tangent, about Yiddish in Israel, and the first remarkable thing about it was that people actually spoke Yiddish in it. Most documentaries, they're done in every language but Yiddish. So people speak Yiddish, and Yossel Bierstein, the late writer, complained about, why don't Americans use the real word pischen instead of urinieren? I think these Americans are really silly. No, it's not Americans. Unfortunately, it's one dictionary which bent over backward to be Lashon Nekiah, to use Lashon Nekiah, to be puritanical. But it's not true that Yiddish speakers in America don't know the word pischen, if I may go there again, right? So we were drawing mostly on Stuchkov and the earlier dictionary. I would say mostly Stuchkov. Stuchkov has everything, and we decided to go that way too, to follow that same path. All right, so we had no hidden sources. Which, well, you can add. There were no hidden sources. Dr. Schechter was not happy with the absence of terms of
love and intimacy in Weinreich's dictionary. It was important to him because it's the language of the home, it's the language of the family, it's the language of husband and wife, etc. And he wanted people to continue doing this in the 20th century, the 21st century, to be able to love someone in Yiddish. And it's not a joke. It's one of the closest, it's one of the deepest things that one has with another person, and you want to be able to do it in the language that's close to your heart. And he, Erik Schlingenbücher, he read every book out there, and not just Bashevis. Everybody knows about Bashevis, but there are scenes, intimate scenes, erotic scenes, in many, many different books in Yiddish literature from various centuries, and he read them and he noted them down on his index cards. And that became the basis for what he originally had wanted to publish as a terminology of love and romance. And you might also want to note the Trogenhoben und Friedliche Kinderjahre, the terminology of pregnancy and early childhood, which is not exactly the same thing, but it kind of overlaps. And most of the words there he found either from his oral interviews or from previous publications, and once in a while, of course, as a last resort, coinage. So, well, that's basically the way he did, the way all of these terminologies would have turned out if they'd been published separately. And in this case, and of course, what happened is they were published all together. Does that make sense? Yeah, I think it did. All right. One point of criticism for the dictionary might be that it has relatively little terminology from the Orthodox world, or terms from Hasidic Yiddish, for example. Was that a conscious decision to avoid the way they speak, or? The way they speak, Actually, or the I words would they say, use, which oh are yeah, you right. asking? So I would say, I mean, I'm not an expert in this area, but Hasidim speak Yiddish. Yes. So the grammar is more or less the same. The words, most of the words are the same. We're talking about a relatively small number of words that they use that maybe we don't. Okay, they do use a lot more English, and we are purists, and we try to avoid English words in Yiddish. And there are other maybe synonyms that they use. We tried to include them when we knew them. My father actually read Hasidische, Der Yid, the Allgemeine Journal. He read every publication of any stripe, political, religious, shitta. And he wrote down all the Hasidic words that he read, that he found, and they went into the dictionary. I don't think we went searching in the Hasidic world for additional words because it was way beyond the scope of this project, unfortunately. I just can add to that. One of the main sources for most Hasidim is the Hungarian Yiddish dialect, which, of all the major dialects, has had the smallest role to play in the development of modern Yiddish. Of course, they'll have the last laugh because their dialect will probably survive all the others. But, and we're aware of some of the synonyms like zestat for slowly, which is not a word that you hear very often outside of Hungarian Yiddish. I don't know if we included that, but as Gittel says, there isn't that much different vocabulary because of the dialect. There's a little bit. It's mostly use of English and use of Lashon Kodesh. And before you ask why there isn't more Lashon Kodesh, I thought about that. Now, I've got the PhD, but Gittel has got the sense. Gittel has the seichel. So I would occasionally say to her, why isn't this in this Yiddish word in the dictionary? And she'd say, because it's an English-Yiddish dictionary. If it's a Yiddish word with no English equivalent, it doesn't go into this. It goes into the other one, into the Bainfeld-Buchner dictionary. So if it was a Hasidic term that doesn't have an English equivalent, we couldn't use it. And I'll give you an example. There's a particular kind of an apron that Hasidische Wabe trugen. I forgot the name of it. Anybody remember what it is? No, not a Fartach. Fartach is an apron. It's Scherzel. So how do you translate a
why would you be looking in an English-Yiddish dictionary for a scherzel? Would you look under Hasidic apron, Just a woman's? minute. It didn't make sense. So that kind of word didn't make it in unless we had an English equivalent. Well, I hope to goodness it's in your dictionary, because bei der Mammen into the Scherz is very much a Yiddish expression, and it is a good Yiddish word. It doesn't have to be Hasidish. I heard it at home, and I mean, maybe my parents had Hasidish No, it forebears, but it's in the Polish literature. Yiddish. Polish Yiddish. A good example is the word delkel or delkele, Delkele, yeah. which for, is pastry. the equivalent of Danish pastry. pastry, Schechter mentioned it a number of times, and we should all know this word, he would say. Most people didn't know it. And then, miracle of miracles, I forget how many years ago, there was an article in the New York Times about bakers in the Hasidic community, and they made it very clear that the word for this pastry, which is almost exactly the same as Danish pastry, which of course isn't really Danish, is delkele. So if you wouldn't take it from Schechter, take it from the New York Times. Right. That's our equivalent for Danish pastry, for so-called Danish pastry. Okay. All right. All right, well, I wanted to suggest maybe like a cleaned-up version for a Hasidic audience or something, with maybe a second edition without the sex terms, or I don't know. That's Well, just you think they don't indulge? I think we have evidence of their indulgence, quite a lot of it. Ze But, maken zich some now. But nevertheless, it would be difficult I think, to imagine them having it on the shelf next to the Svorim. Okay. I don't think we're going to be publishing a sanitized the version of this sanitized dictionary, version. because that's not that's not the our purpose. raison d'être here. And we are hopeful that Hasidim will use this book. right. They may not purchase it. They may borrow it. They may peek at it. They keep it under the bed. Exactly. Exactly. You know, we have Yiddish reading circles in our non-Hasidic Yiddish world, and more often than not, a few Hasidim show up because some of them are interested to learn more about Yiddish literature, the secular Yiddish world, and some of them do have hidden books behind their bookcases. I mean, there are Hasidim that are interested. We don't know if they'll buy the book. But we are quite confident that they will, at some point, find out one way or the other how to say certain words. All right, and finally, Chava would like to say something about Germanisms and comment about that. It's interesting to see that sollen ze alle haben mal richtig in jüdischen Ganeden, Schechter, Oliver Shalom, and Weinreich, and even Shlomo Birnbaum, all came from a German-speaking milieu. In so Moire gehad vor Deutsch, Tachlis, hat Feind gehad und Moire gehad, ja? I think today the greater fear is an invasion of whatever the dominant language is, that you don't sweep ois the floor. And you hear that less and less. There are Deutschmerismen that are really unbelievably unsuitable. Ja? Keiner darf nicht heiraten und man darf nicht kommen 12 Uhr. On the other hand, they're listening to Professor Bainfeld. I heard a number of words which in this dictionary have a pintele, not a klinele like in Weinreich's dictionary, but would have a pintele. I'm going to slap him on the wrist when we're No, done here. chas v'chalile. I knew his mother. I think it's time to stop feeling that it's treif, puzzle. There are dozens of words which my parents used and your parents used that should be warmed up a little bit and brought in. They are
they will not only enrich the language, but offer a difference. Sollte man sein gesinnt, alle, a Gefahr ist nicht kein Sakone. You know, it's not. It's different. Was man merkt, ja, es ist nicht gefährlich, eine Gefahr atomen ist, wenn sich jemand das hereingenommen darf, seine Daten davon. You know, at this day, we need every single word we can get. Somebody is at their wits' end, they're in grave doubts and verzweifelt. Mail is verzweifelt, so what? And you know, ja, der besser Wort. Is there any thought to maybe publishing No, extra please. page? No. The point is, if you're depressed clinically, you're deprimiert. But sometimes you're depressed, unhappy, upset. You're not depressed. You're not going to a psychiatrist and you just bought a new pair of shoes. So Well, you're not at depressed. least give them the option to be there is a problem here and ich bin dabei, ich bin frustriert und ich bin verzweifelt. So what? Maybe I'll solve the problem. There are so many Beispiele noch. I'm not going into a long litany here. The point is, I think we ought to stop feeling afraid. Okay? My response to that is better a Deutschmerism, besser a Deutschmerism eder an English Wort. But as the Yiddish language editor of the Offene Schwell, I will probably change a Deutschmerisch word to something that is more acceptable in 21st century based on Dr. Schechter's ideology and philosophy. Was weiter von Deutsch. If we have 4 or 5 Yiddish synonyms that are not from Middle High German. No, not from modern German. Not from modern German, thank you. Let's use those. Let's not use Fremdismen, words that are foreignisms. And that's my approach. So. Okay. We agree to disagree. We agree on to that. disagree. Und warf dich daraus das Wort nachher von euer Lied. All right. So on that note, I think I just want to make a plug. Yeah. I don't think we have very many place names in the dictionary. The reason is because... They're working on the topological... Yes, because if you look on the website of YIVO, there is a page there called Yiddishland or Yiddishland, which is also based on Dr. Schechter's collections and which includes thousands of place names, almost entirely from Eastern Europe. We did not want to include several thousand more words, or I should say names. So please use the YIVO website if you're curious for a Yiddish name or former official names of a town, because if you'll forgive me plugging myself, I put it together, as I said, based on his cards, and you can see what the official name is now, what it was before World War II, what it was in previous eras, as well as the Yiddish name, and a bonus, thanks to Gittel and Ruchel Schechter, well-known people who were born in that town. So I encourage you to use that until it comes out in book form, which is not going to happen anytime soon. Consider it another chapter. Well, dictionaries don't have chapters, but you know what I mean. Another chapter of the dictionary. I would also, okay, it's amazing, an amazing resource. I would suggest that at some point it be made like searchable, so that just make it easier to. We got to talk to Ivo about that. Right. I can use a computer, but that's way over my head. All right. And Gittel, you want to say something? I just, Herschel keeps sitting on my mic. Yeah, I'm funny that way. Wonder if that's symbolic of something. I don't know. I just wanted to say that when this dictionary, when we finally started seeing the light of day, and my family will recall that I called it Kriech heraus von a Hel, I'm crawling out of a cave, because I spent 16 years working on this, and when my children were growing up, I would sneak an hour here or there to work on it, and when our youngest left for college, I spent the last 3 years obsessively working on this dictionary for 8 or 10 hours a day after I came home from my real job. And I want to quote here, my daughter Balkalei is posting on Facebook that she doesn't know I'm going to quote here, but she posted this when the dictionary came out. She said, "It's taken me until the dictionary's publication
to truly understand that it's not normal for your mom to devote all of her free time to working on a Yiddish dictionary. And I am so happy to have have this dictionary finished and have a normal life again. So I think we should thank our panelists. Thank you. Grüßen Dank. One last word before I go. I want to thank, first of all, acknowledge and thank in everybody's name Sheva Zucker for her work that invested in the dictionary, never mind this event. She worked for several years alongside, no, come on, she was there checking, confirming and whatnot. Good. Okay. So this song has an interesting history. It was originally supposed to have been on the collection that became known as The Well that the Klezmatics made with Chava Alberstein. And in fact, this song was the first one on the cassette that she sent us of the songs that she had adapted with music. And I thought for sure that this was going to be the hit song of the CD, and then it turned out that it wasn't on the CD at all, which it was actually my favorite song. And so I've been teaching it for years, and she actually used the melody for another song with words in Hebrew, but it works better in Yiddish, in my humble opinion. And Zisha Landau, who wrote the poem, I recently heard that it was written as a lullaby for a child that he lost early on. So this is Verfit Diale Schiffen. Oh, and it has a chorus that you can sing along to the beautiful Yiddish syllable ah. Verfit alle Schiffen, was gehen in einem Jahr. Verfit alle Schiffen, was gehen in einem Jahr. Gott fiet alle Schiffen, was gehen in einem Jahr. Gott fiet alle was gehen in einem Jahr. Wer schickt die linde Winden, was wehen Abendzeit? Wer schickt die linde Winden, was wehen Abendzeit? Gott schickt die linde Winden, was wehen Abendzeit? Gott schickt die linde Winden, was wehen Abendzeit? Wer spielt sich mit die Kinder und nimmt zu sich? Wer spielt sich mit die Kinder und nimmt zu sich? Gott spielt sich mit die Kinder und nimmt zu sich. Gott spielt sich mit die Kinder
und nimmt zu sich. Und wenn man hört man singen, uns allemal. Und wenn man hört man singen, uns allemal. Die kleine Kinder singen in Himmel 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 allemal. Okay. So one last one that you really do have to help me sing. This is a wonderful wedding song that was collected by several folklorists. This version comes from Ruth Rubin's collection. And I'm pleased to let you know that we're working on online, for lack of a better word, exhibit of Ruth Rubin's field recordings and her life's work on YIVO's. They'll be attached to YIVO's website. That'll be out sometime next year, early hopefully, with the names of the songs, the performers, hopefully eventually song lyrics, and all this wonderful work that she did with her life. This is a wedding song, and it describes different parts of the wedding, and it gets longer and longer every time you add a verse. And you can sing along. The words are in your books, and please do join me. Ich will euch geben zu erklären, was von eins kann als werden. Eins ist beim Chossens Tisch, wo man esst und wo man trinkt, wo man hört und man singt. Yulala, yulalala, yulala, 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 yulalala, yulala, yulala. Ich will euch geben zu erklären, was von zwei kann als werden. Zwei sind die Chossen Kalle, wo sie stehen über alle. Eins ist beim Chossens Tisch, wo man esst und wo man trinkt, wo man hört und man singt. Yolala, yolalala, yolala, 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 yolalala, yolala, yolala. Ich will euch geben zu erklären, was von drei kann als werden. Drei sind die Mechutonim, wo sie zählen, die Mesumonim. Zwei sind die Chosenkalle, wo sie stehen überall. Eins ist beim Chosenstisch, wo man esst und wo man trinkt, wo man hört und man singt. Yulala, yulalala, yulala, 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 yulalala, yulala, yulala. Ich will euch geben zu erklären, was von viel kann als werden. Wir sind in die Chuppe stangen, Chossen Kalle, vier gegangen. Drei sind in die Mechutonim, wo sie zählen, die Mesumonim. Zwei sind in die Chossen Kalle, wo sie stehen überall. Eins ist beim Chossens-Tisch, wo man esst und wo man trinkt, wo man hört und man singt.
Yullala, 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 yulla. Ich will euch geben zu der Kläden, was von Finnif kennert werden. Finnif denn in die Klesmorim, wo sie spielen, Fareich und Orim, vier Senden, die Chuppestangen, Chossen Kalle, a vier gegangen, drei Senden, die Mechutonim, wo sie zählen, die Mesumonim, zwei Senden, die Chossen Kalle, wo sie stehen überall, eins ist beim Chossenstisch, hei wo man esst und wo man trinkt, hei wo man holt und man singt, yullala, 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 la yulla. Ich will euch geben zu der Kleinen, was von 6 kann alt werden. 6 Sennen, die 6 Tage, was mit Toneten, was mit Meg. 5 Sennen, die Klasmoren, wo sie spielen, Verreich und Ohren. 4 Sennen, die Chuppestangen, Chossen Kalle, 4 gegangen. 3 Sennen, die Mechutonim, wo sie zählen, die Mesumonim. 2 Sennen, die Chossen Kalle, wo sie stehen überall. Eins ist beim Chossenstisch, hei wo man esst und wo man trinkt, hei wo man holt und man singt. Yullala, 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 yulla, yullala, 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 yulla. Ich will euch geben zu der Kleinen, was von 7 kann alt werden. 7 Senden, die Schäfe broches, mit Sochsenaden, mit Gitkadoches. 6 Senden, die 6 Tage, was mit Tonnen, was mit Meg. 5 Senden, die Klasmoren, wo sie spielen, Verreich und Ohren. 4 Senden, die Choppestangen, Chossen Kalle, 4 gegangen. 3 Senden, die Mechuzonim, wo sie zählen, die Mesumonim. 2 Senden, die Chossen Kalle, wo sie stehen, überall. Eins ist beim Chossenstisch, hei wo man esst und wo man trinkt, hei wo man holt und man singt. Yullala, 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 yuchamol, yullala, 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 yulla. Schönen Dank. Okay. Is Eder mir gehen raus in dem größten Saal, the Great Hall, zu essen. Will ich noch sagen ein paar Sachen. Ich will bitten die Beteiligten in der Programm gleich, nachdem wir endigt, ihr sollt zukommen nachher und Arle wird nehmen ein paar Bilder. Okay? Es läuft nicht raus, lassen wir Poschet haben ein paar Bilder. Ein paar Sachen mit gerät wegen Scherz. Ich gedenke, The Pinafore, The Apron, sie gewinnen eine Aufführung von Gilbert Sullivans The Pinafore, was hat Tage geheißen, die Scherz. So, auf Jiddisch, versteht sich? Und Laser hat gesagt auf Englisch that Gitel was the style editor, lest you think that Affenschwell has a fashion column. I'm not, what did we decide, Gitel, stylistic? What? Oh, language editor is what we call it. Okay, maybe we will have a style column, but so far we don't. Okay? Ich will bedanken Chave, was sie hat mich dermont in Scheiches mit dem Wörterbuch. Ein bisschen habe ich getan, nicht kein Sach. Mein größter Auftu, meine ich, ist, was Chave Lappen ist gewesen mein Einfall. Ich habe sie zugezogen zu dem Projekt. Und die letzte Sache will ich erwähnen, als unser Gittel Schächter Vishwanath ist eine von den Forward 50. If you get the English Forward, they have like the 50 most prominent Jews
So she's there with Bernie Sanders and I don't know who else. Und sie hat es koscher verdient. Wer noch? Bainfield? Euch? Gewinn. Bainfield ist euch gewinn, wenn euer Wörterbuch ist raus. So das ist ein größer Covid für Gittlen und für die Jiddischliga. Gut, ist jetzt, ich danke euch alle für kommen. Geht, nehmt ein Gläsel Wasser oder Kaffee, Gebäcks und lasst mich sich sehen, nur auf Simchas.